Hallo, wir sind hier bei Dingsbums Live Eye und wir sind auf und davon. Das war der ganze Witz. Und jetzt renne ich rum mit so einem blöden Namen. Weißt du, was das Schlimme ist? Haben sich meine Eltern bei meiner Namensgebung auch gedacht. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Fantasy Life I, die Zeitdiebin. Ein sehr schönes Spiel, Nachfolger von einem 3DS-Spiel, was ich und meine Freundinnen sehr gerne gezockt haben. Und ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, neues Spiel. Ich habe natürlich kurz einen Test gemacht. Wie man sieht, 22 Minuten, ja, bla bla, weg damit. Eigentlich habe ich, ja. Du hast die Zeit zurückgedreht, du kannst ein neues Abenteuer beginnen. Ja, was heißt hier Zeit zurückgedreht? Ich habe doch nur Soundtest gemacht und Gedönse. Okay. Dies ist eine magische und friedliche Welt. Sie wird Reveria genannt. Das Leben der Bewohner... Ach, die leben. Jetzt bin ich komplett weg. Die Leben der Bewohner hier sind von Abenteuern erfüllt. Womit möchtest du deins verbringen? Schlafen. Schürfen? Schmieden? Bäume fällen? Kochen? Nähen? Sägen? Oder etwa schlafen? Angeln? Jagen? Schwert schwingen? Geister beschwören? Brauen? Dem Ruf der Ehre folgen? Das Letztere hört sich gut an. Wenn Ehre bedeutet, dass man lange schlafen kann, dann ja. Oder vielleicht Kunst erschaffen oder Gemüse anbauen. Wer mutig ist, überquert sogar den weiten Ozean, um die Rätsel längst vergangener Zeiten zu lösen. Na dann. Pack deinen Rucksack voll mit Aufregung und Vorfreude und mach dich bereit für dein Abenteuer. Deine ganz eigene Geschichte beginnt hier und jetzt. Tatsächlich. Haben sie nicht gelogen hier. Es geht ab. Level 5 heißt die Firma, die das Spiel programmiert hat. Denke ich. Ei Gude. Astreiner Backflip. Was hat denn der da? Ist das ein Grafikfehler? Nee, oder? Nee, das ist das. Oh, der hat ein Laserauge. Geil. Ihr seht meine verwunderten Augen. Guck, da bin ich. Ich habe sogar Klamotten an. Hörst du das? Die Vorzeit ruft meinen Namen. Aha, ich höre nicht, dass die Edward ruft. Du willst wissen, warum ich so ekstatisch bin, obwohl wir noch gar nichts entdeckt haben? Ist mir eigentlich egal, ich mag Leute mit Zylinder nicht so. Das war falsch. Gib's doch zu, du hast absichtlich was anderes gesagt. Nö, es interessiert mich wirklich. Ja, vielleicht ein bisschen. Kurz bevor es gelöst wird, erreicht an jedes Rätsel seinen Höhepunkt. Dieser Drache, der einst in einem Zeitalter voller Geheimnisse lebte, will uns den Weg in die Vorzeit weisen. Tadam. Der Dusch. Doch wohin führt er uns? Zu unbeschreiblichem Reichtum? Zu historischen Artefakten? Oder womöglich in eine tödliche Falle? Mein bedeutendster Moment als Archäologe steht kurz bevor. Professor! Wie lange noch? Wie lange müssen wir noch warten? Wer ist der Krug? Naja, gedulde dich. Noch haben wir den Luxus, uns auszumalen zu dürfen, was uns bevorsteht. Flotakü. Ich werde diesen Namen immer anders aussprechen, weil ich es witzig finde. Was denkst du, was uns am Ende dieses Lichtstrahls erwartet? Eine Mauer. Mann, hab ich einen knuffigen Charakter gebaut. Mann, hast du gesehen, wie sie da gerade gedacht hat? Mit dem breiten... Ach, schön. So. Du kannst meines benutzen, wenn du magst. Wie? Kann ich dann die Mauer sehen? Hä? Trip. Ah, du scheinst ja bestens gelaunt zu sein, Trip. Moment, der heißt nicht Trip, der heißt Trip. Erhoffst du dir...
Sorry. Erhoffst du dir etwa ein Obstparadies? Ja, aber wie kann denn der fliegen, ohne vornüber zu fallen? Rätsel lösen, Höhepunkt. Schon gut, schon gut. Ja, die Antwort wird uns früh genug zuteil werden. Lasst uns bis dahin in diesem Moment verweilen. Ja, aller gut. Bewegung und Kamera. Ja. Moment, springen mit B. Und Kamera, okay. Mit A, beziehungsweise ist doch egal. Kannst du Dinge untersuchen und dich unterhalten, erkunde Umgebung auf deine eigene Faust. Sprich mit den anderen. Zuallererst mal kann ich riesige Sprünge. Kann ich zum Beispiel raushüpfen? Nee. Guck mal. Ach, der heißt Guck. Guck. Da steht er. Guck. Komm mal her, guck. Guck mal her. Komm mal her. Ich halte nach vorne Ausschau und keine Sorge, ich unterdrücke auch mein Blinzeln. Ich war super. Und du so? Wie außerordentlich schicksalshaft für einen Archäologen, dass wir am Meeresboden einen versteinerten Drachen gefunden haben. Guck mal, wie kommt denn der Laser daher? Aus dem Armband vom Drache oder was? Oder wie? Ich guck mal. Ein versteinertes Drachenskelett, das Edward gefunden hat. Wo wird sein Licht dich nur hinführen? Achso, die haben das gefunden und das Licht führt dich halt irgendwo hin. Die wissen gar nicht wohin. Moment, was ist das da? Ein kleiner Greifangelhaken. Naja. So. Cooler. Wo wir auch hingehen, ich hoffe, es gibt ja jede Menge Donuts. So viele, dass ich mich daran satt essen kann. Wird nicht vorkommen, Kollege. So. Okay. Oh, ich weg schon. Da oben steht einer. Ui, die Kamera ist... Das muss man wollen. So. Paolo mit dem Pizzablitz. Paolo, komm her. Hast du mich für meinen Bruder Maolo gehalten? Nee, tut mir leid, aber ich bin Paolo. Ich weiß, steht an dir dran. So, und da steht Wein. Okay. Hier, hallo, Maolo. Wir werden sicher einen seltenen Schatz finden. Der wird einen besonderen Platz in der Maolo-Sammlung bekommen. Mensch. Wenn es eine Maolo-Sammlung gibt. Kann ich eigentlich von da oben runterhüpfen? Kann ich. Gut, kein Fallschaden, sehr gut. Da ist noch der Captain Boyle. Captain Boyle, Captain Boyle, bitte bringen Sie dieses Schiff sicher in seinen Hafen oder so irgendwie. Ah. Als das Licht aus dem Drachen kam, war Edward sicher ganz aus dem Häuschen. War er das? Ist das eine Frage oder eine Feststellung? Okay. Das hätte ich nur zu gerne gesehen. So, jetzt das Fossil untersuchen. Okay, ich untersuche das Fossil. Hier, Edward, ich soll dich untersuchen. Haha, Spessel gemacht. Spessel gemacht. Bitzle Grisse. Aber keiner klagt. Ja, jetzt untersuch doch. Ja, gib ihn zurück. Was will er denn zurückgeben, hä? Oh, Donut. Bong. Deshalb heißt er cooler. Ja, fang ihn doch. Kabum. Ach du liebe Güte. Weg ist er. Lecker Donut. Ja, genau. Nicht lustig. Oh. Oha. Knusper, knusper, Knaser, aber knackert dann mal Fossil. Ja. So. Aha, es wird nibbelig. Was ist denn das für eine Abgasschleuder, dieses Boot? Hast du gesehen, was das für graue Rauchwolken ausstößt? Wahnsinn. Sieht aus, als wäre es bald soweit. Aha, Cook sieht was. Was sieht er denn, der Cook? Nix. Es ist nebelig. Was ist? Ich hab da etwas gefunden in der Ferne. Gute Arbeit, Cook. Dort in der Ferne erwartet uns, was uns der uralte Drache zeigen wollte. Ein Schatz? Es ist ein Schatz, oder? Ich hoffe doch. Wäre schon ziemlich cool, wenn das ein Schatz wäre, ja? Sorry, ich bin mal wieder am Gähnen, ich weiß. Seht nur. Ja, ich sehe nix. Ah, doch, da ist was. Da ist ein... Wusste ich es doch. Diese Insel sieht unbewohnt aus. Und er wusste, dass die Insel unbewohnt ist. Ihr denkt sicher alle, dies sei bloß eine herkömmliche Insel. Nein, dir ist die Wahrheit sicher längst klar geworden, Flodackel.
Oh, was steht's? Diese Insel ist auf keiner Karte der Welt zu finden. Sie ist eine unbekannte Insel mit direktem Draht zur Vergangenheit. Herr Lehrer? Frage, Professor. Ist das besser als ein Schatz? Und ob es das ist? Es ist eine grandiose Entdeckung. Ah, nun fragst du dich sicher, wie diese Insel mit Namen heißt. Ja, wie heißt die? Doch eine unbekannte Insel hat selbstredend keinen Namen. Was sollen wir also tun, Flottakuh? Ihren Namen geben? Ah ja, ganz genau, wir geben ihr einen. Yay, ich habe was gewusst. Ich bin für Donutinsel. Donutinsel. Ja, alles klar. Nicht so voreilig. Solche Dinge müssen gut überlegt sein. Gut überlegt. Gut überlegt, alles klar. Du hast auch das Recht drauf, einen Vorschlag zu machen. Nur zu. Sag mir, wie wir die Inseln nennen sollen, quasi. Mysteria schon mal nicht. Was ist denn das für ein dämlicher Name? Wir nennen die Insel... Also, wir nennen die Insel... Und davon. Wir nennen die Insel und davon. Habe ich gerade beschlossen. Möchtest du und davon als Namen für die Insel vorschlagen? Ja. Haben schon vor, ja. Es gibt also keine Einwände. Dann heißt die Insel gemäß unseren fairen Auswahlverfahren. Wo war denn das fair? Der hat einfach mich gewählt. Und davon. Mann, ey, das hat genau in meinem Kopf für ein Wortspiel gereicht. Und das war auch eigentlich nur einmal witzig. Und jetzt ist es nur noch witzig, dass das so ein dummer Name ist. Ja, hallo. Wir sind hier bei Dingsbums Live Eye und wir sind auf und davon. Das war der ganze Witz. Und jetzt renne ich rum mit so einem blöden Namen. Weißt du, was das Schlimme ist? Haben sich meine Eltern bei meiner Namensgebung auch gedacht. Es war für einen Moment lustig und jetzt muss er sein ganzes Leben lang damit rumrennen. Du kannst ruhig stolz auf dich sein. Dieser Name wird nämlich in die Geschichtsbücher eingehen. Ja, Mann, ey, diese Angst habe ich auch. Okay, was haben wir denn Feines? Aha, immer geradeaus. Kriegen wir hin. Alright then. Nun ist es an der Zeit, dass wir mit der Arbeit beginnen. Finden wir heraus, wohin das Fossil uns führt. Ich werde dieses Rätsel lösen. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, gleich nachdem ich die Schlümpf gefunden habe. Der Schlumpfdorf. Hä? Mann, hab ich einen knuffigen Charakter. Ist das etwa... Alf ist es nicht. Steffi Graf? Okay. Ja, wer ist es denn jetzt? Oh mein Gott, es ist Mechagodzilla. Alle runter. Wie runter? Wieso nicht hoch? Der trifft er ja nicht. Er hat getroffen. Nicht gut. Jetzt hat sein Schiff eine Beule. Alter, was für ein Hardcore-Teil. Ja, das ist ja gar kein Roboter. Das ist ja ein... Keine Ahnung. Geht ins Innere des Schiffes. Schnell! Oh, hey. Nein, das Fossil! Genau. Okay. Ja, genau. Was geschieht denn hier? Sehe ich das richtig, dass das ein Knochendrache ist, der eine Zunge hat? Na, die muss ziemlich ledrig sein, die Zunge. Professor, beeilt euch. Jetzt will er gleich hochklettern. So. Wir gehen mit Stopper in den Mund. Korken. Ah, da hat es unseren Drachen erwischt. Und sofort unser Lebenslicht
erlischt. Ah. Guck mal, der hilft uns. Oh, der hat aber schöne grüne Füße. Oh, das Grün finde ich schön. Das ist ein sehr schönes Grün. Unglaublich. Damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, jetzt schießt er auch. Das ist irgendwie jetzt nicht so. Was machst du da? Mit deinem Mundgeruch willst du ihn vertreiben oder was? Da muss man noch ein bisschen was lernen, ne? Ja, gucke, so geht das. Ei. Was war denn das gerade? Okay, also wir sind auf jeden Fall noch am Abstürzen. Ja, Flakrackel, jawohl. Wieso hält sich denn der Vogel fest? Der kann doch fliegen. Muss ich A drücken? Oh weh, nicht den Professor verlieren. Ich werde dieses Rätsel lösen und wenn es das letzte ist, was ich tue. Es wird doch nicht wirklich das letzte sein, was er getan hat. Rinnengefall. Okay. Ja. Nanü. Okay. Irgendwas. Vogel guckt genauso dumm. Irgendwas tickt hier. Auf jeden Fall sind wir irgendwo, wo schöne Farben sind. Eine Insel, da ist ja eine Insel. Fantasy Life. Hi. Die Zeitdiebin. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass das Spiel so heißt, okay? Also so unbewohnt sieht die mir gar nicht aus. Sie sieht mir eigentlich sogar sehr, sehr bewohnt aus. Irgendwie. Boah. Ja, genau. Moment. Das hält er aus, der Vogel. Und was mit dem Drachen? Wieso fliegt der jetzt kopfüber? Ist der dumm oder was? Ja, okay, nimm dir mal ein Beispiel an dem Trip da. Oh. Da ist ein lustiger Krebs. Okay, da ist ein lustiger Trip. Ein lustiger Trip haben schon so manche Leute gehabt. So, ja, ich komme ja schon. Soll ich dich rauspopeln? Was ist denn das Orange da? Okay. Was ist das? Auf jeden Fall gefällt es ihm nicht. Hm? Wie, ich bin am Leben. Hey, warte mal, wieso kann der richtig reden? Oh. Du bist auch am Leben. Was guckst du so verdutzt? Schläfst du noch? Hey, aufwachen! So kann... Ja. Ist ja gut. Rätsel lösen. Okay, der Helm macht schlau und bringt einen eigenen Schnabel mit. Nicht schlecht. Kann praktisch sein. Setzen wieder drauf. Hey, was machst du da? Ja. Verstehe. Dank der Maske kann ich also reden. Wenn das mal nicht praktisch ist, ja. Aber was ist überhaupt passiert? Wir sind durch ein seltsames Portal hierher gekommen. Das ist die Insel, die wir entdeckt haben und davon... Mann, das ist so ein dummer Name. Oh, da ist dieses Dingens, was der Professor hatte. Das ist so... Das gehört doch Edward. Fragt sich nur, wo er ist, ihr lieben Leute. Sorry, aber
Das ist vielleicht keine gute Idee, direkt nach einem langen Arbeitstag. Naja. Scheint kaputt zu sein, aber mit einem Dreh hier und einem Dreh da und einem Pick in die obere rechte Ecke, fertig, so gut wie neu. Mache ich auch immer so. Wir sollten uns auf der Insel umsehen, um mehr zu erfahren. Gehen wir. Okay. So. Geschichtsaufträge. Leben auf der mysteriösen Insel. Okeli dokeli. Dann mach mal. Oben rechts wird eine Minikarte angezeigt. Das Ausrufezeichen-Symbol markiert das nächste Ziel der Geschichte. Orientiere dich auf deinem Abenteuer, also daran. So. Und es gibt ein Pad. Mit Dingens aktivierst du das Pad. Das Pad hat allerhand praktische Funktionen. Probiere sie aus. Was hat's denn? Mit dem Pad kannst du Erklärungen unter Leitfaden noch einmal nachlesen, wenn du nicht weiter weißt. Okay. Ich sag gut, jetzt lass mich doch spielen. Öffne das Pad in Y und wähle Speichern, um den aktuellen Stand des Speicherdingens zu speichern. So. Neue Funktion hinzugefügt. Sehr gut. Also erstmal bewegen wir uns. Dann rennen wir ein bisschen. Okay. Dann springen wir. Können wir auch rennen und springen. Unglaublich. Dann können wir untersuchen, sprechen und die Kamera bewegen. Und wir können Y drücken. Nee, kann ich nicht. Achso, ich muss diese Karte. Karte ist gut. Hier kannst du die Karten in den nächsten Zielort in Weltkarte. Stecknadeln setzen mit A. Okay, also wenn ich irgendwo hin will. Oh, warte mal, das sind Fische. Kleiner Fischumriss. Okay. Was gibt's da? Kokosnusspalmen und das da? Weiß nicht, aber ich setze mal so ein Dingens drauf. Dann speichern wir mal. So. Ja. Gut. Alles brauche ich irgendwie nicht. So, alles klar. Dann gucken wir mal hier, wo wir sind. Also. Hier sind Bäume. Und wir müssen da oben hin. Ich habe schon gesehen, dass man... Oh, da ist eine Kiste. Kann ich da irgendwo hin? Was ist das da? Kleiner Fischumriss. Nun denn. Was ist das eigentlich für eine komische Insel? Achso, ich muss hier Treppen hochgehen. So. Bitte helft mir. Oh, wer ist das? Was geht ab? Was seid ihr für Blümchen-Geckos? Jawohl, Knüppeln. Drücke X zum Angreifen, Y für einen schweren Angriff, rechts, also rechter Button für deine einzigartige Aktion und A zum Ausweichen. Mit rechtem Trigger verstaust du deine Waffe. Besiege die angreifenden Monster. X führt bis zu 3 schnelle Angriffe in Folge aus. Y verbraucht EP für einen starken, weitreichenden Angriff. Aha. Schaffe mit X eine Öffnung, dann schlag mit Y zu. Okay. Mit dem rechten Stick visiere ich meinen Gegner zum Angreifen an. Bei mehreren Gegnern kann man umschalten. Ich brauche das nicht. Ich bin Monster Hunter gestellt. War passt gesehen. Jawohl, willst du noch einen? Komm her. Haben wir ja wohl erst rein diese holde Maid hier gerettet, dieses kleine Mädchen. Ich bin doch auch ein kleines Mädchen, Mann. Wow. Was für ein Anblick. Wie du dieses letzte Monster niedergestreckt hast, ja, gell? Oh, was hast denn du da eigentlich dabei für ein weißes Vieh? Hat er noch Windeln an, oder was? Wer so geschickt kämpft, kann die Herzen seiner Gegner lesen. Ich kann die Herzen meiner Gegner essen. In Wirklichkeit bist du bestimmt ganz sanft. Ja. Genau wie jener Held. Oh, verzeih, ich rede vom Protagonisten meines Lieblingsbuches. Ich danke dir jedenfalls, dass du mich gerettet hast. Wie heißt denn du? Blab, 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 blab. Hab ich doch gesagt. Ich heiße Rem. Und das hier ist mein Mini-Drache Grumm. Der hat eine ziemlich tiefe Stimme, der Grumm. Ja, wie seid ihr hier gelandet? Wir wurden von einem schwarzen Drachen angegriffen. Sah ganz schön übel aus für uns. Eigentlich war es eher ein lila Drache. Aber okay, was weiß ich schon von Farben. Dann hat sich das Fossil bewegt, dann sind wir auf seinem Rücken durch ein komisches Portal, dann sind wir da durch, dann habe ich auf einmal ganz komische Farben gesehen und dann, nicht so schnell bitte, erzählt alles ganz in Ruhe. Blab, 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 blab. Verstehe. Ihr seid also auf einen Knochendrachen durch etwas geflogen, das in der Luft aufgetaucht ist. Ja. Wie aufregend. Wisst ihr, wie das klingt? Wie ein Märchen vielleicht? Wie Abenteuer in ferner Welt.
Ist das Lieblingsbuch von dir? Oder wie? Kennt ihr das Buch? Ist gerade sehr beliebt. Ganz normaler Junge schreitet durch ein seltsames Portal und landet in einer anderen Welt. Dort findet er neue Freunde, besteht schwierige Prüfungen und wird schließlich zum Helden. Das Ende ist besonders aufregend als... Oh, tut mir leid, ich habe mich mitreißen lassen. Jedenfalls glaube ich, dass ihr wie der Junge in diesem Buch aus einer anderen Welt hierher gekommen seid. Aus einer anderen Welt. Ja, richtig. Ganz genau. Und wenn ich richtig liege, dann ist die Person, nach der ihr sucht, nicht in dieser Welt, sondern in der, aus der ihr gekommen seid. What gives? Aber echt, ey, was geht ab? Edward ist nicht hier? No way. Nicht, dass ich ihn vermissen würde, aber wir müssen trotzdem zurück in unsere Welt. Fragt sich nur, wie? Wenn ihr auf einem Drachen durchs Portal geflogen seid, wird es sich wohl nur auf die gleiche Weise wieder öffnen lassen. Wo ist dieser Knochendrache jetzt eigentlich? Den haben wir verloren. Ja, ihr habt ihn verloren, wie? Dann lasst ihn uns suchen gehen. Okay. Ist sie hier? Da kommt ein Paladin. Okay. Nein, suchen wir da drüben. Oh nein, sie sind mir auf den Fersen. Ich kann leider nicht mitkommen, tut mir leid. Jetzt bist du ihnen auf den Fersen, Mädel, wenn du denen hinterherläufst. Ja, was war denn jetzt auf einmal? Kreisch. Was Kreisch denn da? Das sieht lecker aus. Möwen. Gut, wir sind also in einer anderen Welt. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, können wir auch ein wenig Spaß auf der Insel haben. Ja, ich würde gerne Spaß haben. Ja, da fällt mir ein, Edward hat dir einen Genesungstrank gegeben, oder? Du solltest ihn in deiner Tasche registrieren, damit du jederzeit im Kampf drauf zugreifen kannst. Wähle Gegenstände aus. Achso. Ja, komm her, du. So, auf Gegenstandbildschirm kannst du dann derzeitigen Gegenstände einsehen. Verwähle Verbrauchsgegenstände mit A aus, kannst du auf der Stelle nutzen oder in der Tasche registrieren. Tasche kannst du während des Abenteuers mit linker Trigger öffnen und so die registrierten Gegenstände nutzen. Es gibt Gegenstände, die deinen Angriff und deine Verteidigung für kurze Zeit erhöhen können. Gegenstände mit dem gleichen Effekt überschreiben einander, also pass auf, welche du einsetzt. Okay. Also ich muss einen Gegenstand registrieren. Das ist ähnlich wie in den neueren Monster Hunter Teilen halt. Tasche kannst du mit linker Trigger öffnen und dann mit dem rechten Stick Gegenstand auswählen und mit A benutzen. Achso. Okay. Will ich aber nicht. Alles klar. Mensch, wohin ist dieser Drache nur verschwunden? Wir sollten uns auf die Suche nach ihm machen. Ich habe doch schon die Tasche geöffnet. Ach, ich soll das jetzt verwenden. Das ist doch aber unnötig. Wieso muss ich denn jetzt die Tasche öffnen? Wieso steht da dauernd, dass ich die Tasche öffnen soll? Aber warte mal. Kann ich das nehmen? Ich kriege einen Erfahrungspunkt für Kraut hochheben. Ja, das ist gut. Ich werde ab jetzt nur noch... Das ist sogar sehr gut, weil ich mich doch so gerne umgucke. Also diese Tasche öffnen Dingens da, das nervt mich schon irgendwie. So, was haben wir sonst eigentlich noch? Karte, Speichern, Leitfaden, Gesprächslog. Okay, und X. Ach, ich kann jetzt auch so... Was ist denn eigentlich diese... das braucht aber blauer Balken. Blauer Balken füllt sich aber leicht langsam wieder auf. Voilà. Was ist denn das? Keine Ahnung, aber ich nehme es mit. Hühnereier. Halt. Hast du gedacht, ich sehe dich nicht, ne? Ist was rausgefallen? Schildpanzer und Genesungstrank. Und was war das jetzt? Was habe ich jetzt? Achso, da war ein Genesungstrank drin. Ja, sorry. Da unten ist ein Tropenfrosch. Ui, ich komme irgendwie noch nicht so richtig klar. Noch nicht so richtig klar damit. Oh, da oben muss ich hin. Okay, ich kann die Kamera nicht nach oben drehen. Ich komme noch nicht so richtig klar damit, dass... Hoppala. Dass man mit... cool. Dass man mit B hüpft und mit A Sachen aufhebt. Ich hätte es gern andersrum, aber naja.
Bin da ja flexibel. Oh, warte mal. Wenn du direkt X drückst, nachdem du mit A ausgewichen bist, kannst du einen Konterangriff ausführen. Jetzt danach deine Offensive mit Y fort. Wie groben forschst du? Au. Der hat mich auf den Kopf gehauen. Oder so. Grünes Gel. Gelbes Gel wäre doch viel lustiger. So, ich glaube, hier komme ich eh nicht weiter. Sehe ich das richtig? Ich will eigentlich noch da oben hin. Warte mal. Da. Kann ich da hochklettern vielleicht? B springen. Ja, das habe ich doch schon. Ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Nee, da komme ich nicht. Okay, dann gehen wir halt mal darüber. Naja, ich kann auch rennen. So, da ist wieder eine Muschel. Halt, nicht drüber hüpfen. Das sind wieder diese Fisos. Hast du gedacht, hä? Zack. Stirb, Schurke. Nein, ich meine, leb ab. Ungetüm. Na, komm her. So. Okay, was ist Palmen da? Also Palmen kann ich noch nichts machen, ja, weil ich halt noch keinen Job habe. Mein Job wäre Holzfäller. So, ich kann ja ein bisschen was labern. Das ist übrigens der Nachfolger von dem 3DS-Spiel, Nintendo 3DS. Das da hieß Fantasy Life. Keine Ahnung, ob es noch einen Untertitel hatte. Und habe ich damals sehr gern gezockt. Hänge erklimmen, drücke B, um an den Felshang zu springen. Das habe ich doch schon 100 Mal gemacht. Da habe ich damals sehr, sehr gern gezockt. Auch im Multiplayer so. Und deshalb ist das cool, dass es jetzt so rauskommt. So, egal. Um was geht's eigentlich in dem Spiel? Ja, Abenteuer erleben und man kann verschiedene Jobs annehmen. Und Jobs ist nicht einfach nur, mach das Monster mit einem Stock kaputt und mach das Monster mit einer anderen Waffe kaputt, sondern kannst auch Schneider werden. Das weiß ich, das habe ich gern gemacht. Holzfäller und sowas. Und dadurch verdienst du halt... Dadurch verdienst du halt dann Geld. Kann ich die Büsche weghauen? Huch, was ist das? Eine unsichtbare Wand, okay. Ich muss mich natürlich hier erstmal umgucken, ne? Da, guck. Siehst du, das hätte ich jetzt übersehen. Und ob ich es darüber schaffe? Nicht mit der falschen Taste. Okay, no, hey, hallo? Oh ja. Nochmal. Das machen wir gerade nochmal. Halt, warte mal. So. Siehst du, habe ich geschafft. Ey, warte mal. Dann hätte ich da auch direkt drüber gehen können. Nee. Ja, okay. Ich bin irgendwie doof. Dann lassen wir das. Dann bin ich halt doof. Machen wir halt hier weiter. Also, hier muss ich hin. Da ist er doch. Oh, der ist falsch geparkt. Da ist der Drache. Scheint, als hätte er Ärger angerichtet. Ach so. Halt. Stippi. Wir führen hier im Namen des Königreichs Mythnia Forschungen an diesem Drachen durch. Mythnia? Ihr seht aber sonderbar aus. Seid ihr Reisende? Wir befinden uns hier im Königreich Mythnia. Das Reich besteht aus vielen Inseln. Zu meiner Rechten seht ihr den rätselhaften Drachen, der heute abgestürzt ist. Was rede ich denn da? Ich bin doch kein Reiseführer. Verschwindet! Es ist hier viel zu gefährlich. Kommt mir nicht in die Tüte. Der Drache da gehört uns. Gebt ihn gefälligst zurück. Wie bitte? Ja, es soll ja jemand auf dem Drachen geritten sein. Wart ihr das etwa? Exactement, ihr wisst, was ich meine, okay? Ihr seid auf dem Rücken dieses Drachen aus einer anderen Welt hierher gelangt? Das klingt ziemlich unglaublich, aber ihr wollt den Drachen mitnehmen und darauf wieder nach Hause fliegen? Bin ich froh. Das Ding ist mir nämlich unheimlich. Ich will ihn keine Sekunde länger bewachen als nötig. Ehrlich gesagt, hätte ich mir vor Angst fast in die Hosen gemacht. Du hast gar keine Hosen an, du hast einen Rock an. Ist vielleicht besser, wenn er das nicht gemacht hat. Bei Röcken sieht man schneller, wenn man sich in die Hosen macht. Das ergibt keinen Sinn, oder? Egal. Ich würde ihn euch am liebsten sofort zurückgeben, aber ich fürchte, ohne die Erlaubnis des Königs darf ich das nicht. Übrigens kriege ich gerade eine telepathische Einblendung von meiner Freundin.
Ich soll nicht König sagen, sondern König. So. Wo ist dieser König denn? Im Schloss natürlich. Wo denn sonst? Ich bringe euch hin. Immer geradeaus, bis es kurz dunkel wird. Okay. Das war dumm. Dies ist das Schloss Mythnia. Keine Sorge, der Pförtner weiß bereits über euch Bescheid. Mir egal, ob König oder nicht, holen wir uns den Drachen wieder. Sprich mit dem König. Ich rede mal mit dem da. Der König ist ein hohes Tier, daher sitzt er da auch ganz oben. Jemand wie ich beschützt unser Reich von hier unten aus. Okay. Kind, dieser Mann war der erste König. Noch vor dem Papa des Papas von König Ranoa. Ah, der heißt so, oder was? Ah, aber ist das nicht... Der sieht irgendwie... Okay, das ist ein Schnurrbart. Ich dachte, das wäre ein Dingens. Wie heißt das denn? Ein Löwe. Nee, ist das nicht. Das weiß ich noch immer mehr. So, egal. Priesterin. Viele bewundern Priester Ischanaux. Okay. Unter uns gesagt, ich auch. Deshalb bin ich überhaupt erst Priesterin geworden. Solltest du das Zimmer von Priester Ischanaux betreten, dann musst du es so verlassen, wie du es vorgefunden hast. Er merkt sofort, wenn er das nicht an seinem gewohnten Platz ist. Selbst wenn es nur minimal verrückt wurde. Ich bin minimal verrückt. Kebab? Moment, heißt der Kebab? Der Kebab. Ah, ich habe so viel zu tun, dass mir nicht mal Zeit zum Essen bleibt. Ich brauche jemanden, der für mich isst. Oh, das mache ich. Ich esse für dich Kebab. Ich esse für dich Kebab. Morgen! Ist meine Tochter nicht bezaubernd? Siehst mein Sonnenschein. Ich könnte sie den ganzen Tag ansehen. Okay. Leina. Ich liebe Knufflinge. Sie sind so weich und Knuffelpuschel. Moment, darf ich da runter oder... Nee, der motzt da rum, der Stippi. Ich soll mich wohl hier noch umgucken. So. König Ranoa wird vom ganzen... Heißt er Ranoa, ja? Wird vom ganzen Volk verehrt. Er ist ein wunderbarer Herrscher. Ich bewundere ihn so sehr. Na gut. Ich finde das Haarband von Prinzessin Rem... Aha. Prinzessin Rem. Aha. Wunderschön. Es heißt, dass Celestia diese blauen Blumen ebenfalls liebte. Als sie damals auf dieses Land herabstieg, soll sie von ihrer Schönheit regelrecht verzaubert worden sein. Früher war es Brauch, der Göttinnenstatue solche Blumen darzureichen. Aber heute sind sie nur noch selten zu finden. Die Blumen oder die Statuen? Das sind lauter Priester. Ich bin Priester. Meine Lebensaufgabe liegt im Gebet. Ich bete für den göttlichen Schutz dieses Landes. Ach, und dafür, dass ich berühmt werde. Aha. Ja, ja. Mit einem strahlenden Juwel werde ich selbst auch schöner werden. Oh, wie wundervoll muss Liebe sein. Na, der Rutger. Die Welt ist schön, aber es fehlt an Faszination. Darum werde ich sie von Grund auf verändern. Nun gut. Oh, da ist ein Ei. Danke. Was ist denn das da? Ein Briefkasten? Ich will noch ein Ei. So. Da ist eine nette alte Dame. Hallo, nette alte Dame. Nun sieh dir doch nur diesen Baum da drüben an. So einen nennen wir einen Engelsbaum. Wo da drüben? Na da drüben eben. Kamera hängt. Oh, da drüben ist so ein Viecher. So ein Viecher sind da halt. Da ist eine Kiste. Oh, eine Katze. Ich muss erst zur Katze, die ist wichtiger. Miau. Bist du aus dieser Zeit? Ach, das geht mich nichts an. Wie? Was willst du von mir? Ich habe einen Lederfaden gefunden. Yeah. Kann ich eine Peitsche bauen? Ich brauche nur einen Stock. Ja, wie komme ich denn da hoch? Oder muss ich da hoch schwimmen? Ach so. Moment, ich kann auch ins Zimmer reingehen. Dann gehen wir mal da rein und machen mal ein bisschen Unordnung, würde ich sagen, oder? Was gibt's hier? Da liegt Fisch. Ich kann hier gar nichts nehmen. Das ist ja dumm. Und was ist das da für ein Käfig? Da ist gar nichts drin. Nee, das ist langweilig. Gehen wir da raus. Daneben ist die Treppe. Da muss ich eigentlich hin. Ah, die Helsa. Na, du? Deine Zukunft habe ich deutlich vor Augen. Du wirst Großes vollbringen. Ja, okay, danke. Und ich verlange jetzt noch Geld dafür, für diese Mega-Weissagung. Ich habe meine Zukunft auch vor Augen. Ich werde auch Großes vollbringen. Ich muss nämlich kacken. Aha, die Akademie. Da ist eine Akademie, ich weiß. Mann, ey.
Hallo. Hallo. Ich liebe es, wenn unsere Lehrerin uns die Drachenlegende erzählt. Wenn sie an die Stelle mit dem Grrr kommt, fliegt ihr manchmal das Gebiss raus. Meine Mama sagt immer, wenn ich fleißig lerne, kann ich eines Tages sogar König werden, wie König Ranoa. Aber ich will gar nicht König werden, ich will lieber spielen. Mit anderen Worten, er hat keinen Bock zu lernen. Kinder haben auch Sorgen, aber das verstehen Erwachsene nicht. Da ist ein Knuffling, guck mal, der kann rechnen. Also der Kleisterdrache hat den Teller wieder geklebt und dann... es gibt viel zu lernen. So. Wenn hoch oben am Himmel der Meisterdrache fliegt, dann wird ganz langsam die Zeit zurückgedreht. Als Lehrerin muss man sich einiges einfallen lassen, damit die Kinder einem zuhören. Es ist wichtig, dass sie die Legende unserer Insel kennen. Kannst du mir mehr erzählen irgendwie? Weil das war schon... Okay, die hat nur eine Sache zu erzählen. Hat sich nur für diese eine Stunde und diesen einen Satz vorbereitet. Geht leider nicht. Da gibt es einen Edelladen. Was es da wohl gibt? Edele? Hallo, ich würde gerne ein Edel kaufen. Alles, was ich verkaufe, fertige ich selbst. Momentan habe ich nicht mehr im Angebot. Ja, das... Hallöchen. Tritt näher, sieh dich um. Ich beliefere die Berühmtheiten der Gegend. Zeig mal her. Ich habe 69 Geld. Und das Dingens kostet 5000. Ja, nee. Lass mal gut sein. Das ist mir zu edel hier. Ich gehe erstmal zum König. Vielleicht König Denio. Aha. Als der Knochendrache runtergekracht ist, dachte ich, alles ist aus. Aber auf König Ranoa ist Verlass. Er hat sofort die Untersuchung des Drachen veranlasst, damit die Menschen im Dorf sich keine Sorgen machen müssen. Ja, würde Prinzessin Rem sich doch ein Beispiel an ihm nehmen und nicht immer nur lesen. Wundert es sich denn? Sie war doch noch so klein als... Okay. Was hast du hier verloren? Ich sorge dafür, dass keine verdächtigen Person auch nur ein C ins Schloss setzt. Ich bin nicht verdächtig, habe ich gerade gesagt. Dir gehört der Drache, der falsch geparkte Drache da draußen. Man hat mir schon von dir erzählt. Gut, du darfst durch. Ei, Captain. So, der Veteran und der August, Wahnsinn. Und das ist der Grünter. Blumen sind nicht nur dafür gut, jemandem seine Liebe zu gestehen. Sie besitzen Kräfte, die Körper und Seele heilen können. Ja, da freue ich mich doch. Aber anstatt Blumen hätte ich gerne noch ein paar Eier. So, ach, ich kann ja auch rennen, gell? Wer macht denn sowas? So. So. Sind wir jetzt nicht bald beim König? Oh. Bürger Roms. Da unten ist ein Steindrache. Oder so. Ranoas Gemach. Ach, der wohnt da, der König. Rems Gemach. Und ein Ei. Da habe ich ein Ei, siehste. Ich gehe mal Rem besuchen. Vielleicht schläft sie, vielleicht ist sie gerade im Rem-Schlaf. Sollte man sie nicht wecken. Das Bett wird von einem Drachenstofftier bewacht. Ein wirklich zuverlässiger Leibwächter, während man schläft. Ja, und hier kann man vom Boden essen. Da liegt schon ziemlich viel rum. Kann ich die Klamotten? Die Atmosphäre hier schreit förmlich, ich bin ein Held. Okay. Ich nicht. So, dann gehen wir halt mal beim beim König vorbei, gucke. Da ist er ja. Netter alter Herr. Dies hier ist das Gemach von König Ranoa. Früher war ich sein Lehrmeister. König Ranoa war schon als Kind ungewöhnlich klug. Klug. Im Grunde hatte ich ihm gar nichts beizubringen. Ja, das ist aber... Das scheint Ding, hä? Ich bin mir jetzt sicher, ob er wirklich nichts beizubringen hatte oder ob er halt einfach... Ich bin der König, du hast mir gar nichts zu sagen. Könnte ja sein. So. Das ist König Ranoa, der ist aber noch sehr jung, oder? Tatsächlich. Mein Name ist Ranoa. Ich bin der Herrscher des Königreichs Mythnia. Ihr seid also die, die auf dem Rücken dieses Drachen aus einer anderen Welt hierher gelangt sind. Jupp. Also gib uns unseren Drachen zurück. Nope. Das kann ich nicht tun. Ein Drache ist ein gefährliches Wesen. Ich muss erst wissen, ob uns keine Gefahr dadurch droht. Wieso sollte ich euch denn trauen?
What gives? Boah, ist das ein Sturkopf. Warte, bitte, hör mich an. Hä? Ach, das Rem. Ohne den Drachen kommen die beiden nicht zurück in ihre Heimat. Kannst du nicht über deinen Schatten springen? Yes. Ihr seid bereits miteinander bekannt? Gotcha. Ja, wir haben sie gerettet, als sie von Monstern angegriffen wurde. Du hast Grumm schon wieder ohne Geleit Gassi geführt? Wie oft muss ich es dir noch sagen, Rem? Okay. Rem, geht es dir gut? Bist du irgendwie verletzt? Bitte beruhig dich, Bruderherz. Ach so, Bruder, ich dachte, das wäre der Ehemann oder so. Huh? Bruderherz? So ist es. Rem ist die Prinzessin dieses Landes und gleichzeitig meine geliebte Schwesterlein. Viel wichtiger ist jetzt aber, dass du den beiden den Drachen zurückgibst. Na gut, ich stehe in eurer Schuld, weil ihr meine Schwester gerettet habt. Ich gebe ihn euch zurück. Yippie, dann können wir nach Hause fliegen. Well, Ja, allerdings ist euer Drache geschwächt. Ich glaube nicht, dass er fliegen kann. Ihr braucht euch aber keine Sorgen zu machen. Es gibt sicher einen Weg, wie ihr wieder zu Kräften kommt. Ja, wir sollten... Halt. Dieser Geruch, der ist mir schon vorhin aufgefallen. Ja, eindeutig. Das ist der Geruch eines Faulpelzmonsters. Was ist denn das? Hä? Was soll das denn bitte sein? Aber echt, ey. Einer alten Legende unseres Königreichs nach wird man zu Faulpelzmonstern, wenn man nicht fleißig ist und einem Leben nachgeht. hello. Also ich gehe meinem Leben nach. Manchmal geht es auch ein bisschen hinter mir her, aber generell gehe ich dem Leben nach. Als König habe ich die Fähigkeit, diesen Geruch zu riechen. Flotaku geht keinem Leben nach. Habe ich recht? What? Höchst riskant. Unter diesen Umständen kann ich euch nicht verraten, wie der Drache wieder zu Kräften kommen kann. Ohne Leben ist man kein ganzer Mensch, sondern schon halb Monster. Und Monster haben unserem Gesetz nach nicht das Recht, um etwas zu bitten. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euren Drachen retten könnt, muss Flotaku also den Rang Anfänger in einem Leben erreichen. Okay. Ach, Bruderherz. Oh, Habt ihr das gesehen? Aus dem Hinterteil von... Ja. Aus meinem Hinterteil beginnt ein Monsterschwanz zu wachsen? Stimmt doch gar nicht. Schnell! Geleitet die beiden zur Lebensgilde! Jawohl! what gives? So ein oller Sturkopf. Der kommt wohl echt vom Planeten Sturian. Das mit den Faulpelzmonster ist wahr. Als ich noch klein war, hat meine Mutter auch oft davon geredet. Ja, das hier ist Tixingen. Aha. Seht ihr das Gebäude mit den Zahnrädern dran? Ich würde es jetzt nicht Zahnräder nennen, aber ich weiß, was du meinst. Das ist die Lebensgilde. Keine Ahnung, was dieser Unfug mit dem Leben soll, aber wir tun, was wir tun müssen. Yo. Okay. Hallo, junge Frau, was für ein Leben haben Sie denn? Das hier ist Tixingen, wo die ganzen Lebensmeister wohnen. Ich bin hier hingezogen, weil ich jeden Trend mitmache. Ja, schön blöd. Und baue ich so... Ist das Yoga-Mon... Was ist das? Bräuli? Gack. Huch, jetzt habe ich in der Hühnersprache gesprochen. Nee, du hast gerade den Namen unserer Monster Hunter-Gruppe gesagt. So, ich sehe aber ein Ei. Du Hühnersprache. Das sind voll die lustigen Hühner, guck mal. Dieses Knuddel, diesen Kamm, den sie da am Kopf haben. So. Wenn du schnell stärker werden willst, brauchst du die richtige Ausrüstung. Du kannst sie natürlich selbst herstellen. Oder sie dir einfach kaufen. Ich bin die Frau des Ausrüstungshändlers. Komm jederzeit bei uns vorbei. Kochgilde und Restaurant. Ausrüstungsladen. Oh, er hat gesagt, ich soll da oben hingehen, gell? Da ist ein netter Herr. Hallo, netter Herr. Die Klößchen-Oma hat Klößchen nur für Hunde gemacht. Dabei sage ich ihr die ganze Zeit, dass Krümelchen gar kein Hund ist. Hallo, Klößchen-Oma. Habt ihr heute schon eure täglichen Klößchen gegessen? Ob nur mit Sahne, Banane oder Currygeschmack, es ist für jeden was dabei. Klößchen. Na du, bist du Dachdecker? Ich habe jetzt schon seit 30 Jahren kein Leben. Der Mythos hat sich als wahr herausgestellt. Wie jetzt? Du Monsterschwanz? Zeig mal her. Ja, ich weiß ja, komm, wir gehen mal dahin. Lebensgilde und Paladin-Gilde, okay? Tante Anne.
Das ist der Kuna. Wenn du an einem Leben als Paladin interessiert bist, steht dir unsere Tür jederzeit offen. Du musst nur eintreten. Ein neues Leben erlernen, Lebensgilde. Okay, danke. Kann ich da was mitnehmen? Hier steht eine Opfergabe. Die sieht ziemlich frisch aus. Vielleicht wird hier täglich etwas dargebracht. 8000 Gulden, 9000 Gulden. Wir brauchen mehr Leute, die mit anpacken. Ach du lieber Gulden. Oh, ja. Tut mir leid. Habe ich dich erschreckt? Sorry. Ich habe gerade die Reparaturkosten für den Schaden, der den Drachen angerichtet hat, berechnet. So rum. Der Drachen angerichtet hat, berechnet. Der Schock war einfach zu groß. Aber sag, was für dich her? Sicher willst du ein Leben aufnehmen, nicht wahr? Ein herzlich willkommen in der Lebensgilde. Ich bin die Gildenmeisterin und für alles Organisatorische zuständig. Nenn mich einfach Tante Anne. Ich unterstütze dich bei deiner Suche nach dem richtigen Leben. Hier in der Gilde stelle ich Lebenslizenzen aus und kann diese auch ändern. Weißt du denn, was Leben sind? Ich habe eine ungefähre Ahnung. Leben sind sozusagen wie Berufe, dachte ich mir. Vor langer Zeit hat die Göttin Celestia dem Volk von Reveria die Leben geschenkt. Sie hat das getan, damit wir einander helfen und herausfinden können, was wir uns von Herzen wünschen. Es gibt viele verschiedene Leben. In manchen Leben kämpft man, in anderen sammelt man Material, in anderen wiederum erschafft man Gegenstände. Du kannst dir dein Leben frei aussuchen. Nur zu, wähl das Leben, das du haben willst. Aha, jetzt geht's los. So, dann legen wir mal los. Also, Paladin. Gibt's da irgendwie eine Erklärung? Paladin ist wohl einfach, steht aus wie die Stadtwache. Ein Söldner oder Söldnerin. Okay, das sieht knuffig aus, ja. Jägerin. Magierin. Koch geht irgendwie nicht. Dann hätten wir, nee, Koch geht wohl. Aber Farmerin geht nicht. Anglerin mit einem Fischkopf. Holzfällerin mochte ich sehr. Schürfer. Ach, ich wäre gern Nudelschlürfer, das wäre lustig. So, was haben wir hier? Schmied. Und ein Schreiner. Ob der wohl schreien muss? Eine Schneiderin, die hat einen Muffin auf dem Kopf. Oder ein Alchemistin. Ich nehme natürlich etwas, was ich in der nächsten Folge bekannt geben werde. Ha, was ein Ende. So, danke fürs Zugucken. Morgen geht's weiter. Achso, wer noch wissen will, wie ich mir meinen Charakter gebaut habe, der kann das jetzt tun, indem er einfach noch ein bisschen dran bleibt. Und dann schneide ich das einfach mal hinten dran. Okay, danke, tschüss. Oh, das war ein sehr schöner Übergang mit der Musik gerade. Habt ihr das mitgekriegt? So, Namen eingeben. Soll ich mal machen? Ich nehme diesen da. Ego? Nee, das Ego muss weg. So. Gucke. Charaktereditor. An dieser Stelle kommt jetzt ein kurzer Cut. Wer sich den gesamten Charaktereditor angucken will, der, ich klebe ihn einfach ans Ende vom Video, weil die meisten wollen das nicht. Okay, danke. Wir sehen uns gleich wieder. So, für alle, die den Charaktereditor sehen wollen, Name habe ich schon vergeben. Typ, ja, freundlich und bestimmt. Ach, das ist so Voreinstellungen. Oh yeah. Na, ich nehme mal hier den da, der ist schon in Ordnung. Körper habe ich. Klein, groß, kräftig, normal. Na, dann natürlich klein. Oh, das sieht gut aus. Ja, aber warum hat er denn so einen Neoprenanzug da drunter? Das ist aber komisch, das mag ich nicht, nee. Wie immer versuche ich hier mehr oder weniger genau meine Freundin nachzubauen. Aus dem einfachen Grund, dass meine Freundin eigentlich eine hübsche ist und ich so gern angucke. Und deshalb finde ich das immer gut. Ja, so ungefähr. Okay. Oh, Haut. So weiß wie... Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Das ist in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, so weiß wie möglich. Aber das ist schon ein bisschen Hardcore gerade gewesen. Das ist ja hier. Wo sind wir hier? In Irland oder was? Okay, alles klar. So. Ja, meine Freundin hat auch Haare.
Ich mag ja, wenn da oben so ein Nüppel oder so absteht, wo dann so wackelt beim Laufen. Kennt. Aha. Ah. Wild. Was ist denn das Wild? Hä? Ist das nicht dasselbe wie das? Nee. Ja, lass mal. Bommelig. Bommelig ist schön. Lässige Stufen. Kurzer Bob, welliger Bob, Raspel kurz, luftig kurz. Was ist denn, warum und wieso und wie sind denn das für komische Namen? Kringellocken. Nee. Keck. So ungefähr sah ich aus früher, als ich noch Haare hatte. Das Problem an der Sache ist dann halt, die standen in alle, wenn es zu lang waren und es war immer Kacke und Also, ich bin, das ist so ein Bommelding, das gefällt mir. Leicht heldenhaft. Sieht aus wie eine Mischung aus Apollo Justice, Phoenix Wright und genau dem. Weißt schon, dem mit den schwarzen Haaren da. Son Goku oder so. Von mir ist auch Son Gohan oder so ein anderer. Kurzhaarschnitt. Pilzlocken, hoher Zopf, lang und rund. Aha, ein Pferdeschwanz und er schwänzelt. Sowas mag ich ja. Aber ich guck mal weiter. Seitenzopf, Pferdeschwanz. Ja, okay, aber der ist mir zu weit oben. Also der da war schon recht gut, aber da gefallen mir die Dinger daneben nicht. Oh, das ist lustig. Das sieht aus wie Haomaru, oder wie der heißt. Flechtfrisur, Dutt, lange Zopf, Erich, ein lange Zopf, fluffig. Noch mehr fluffig, Antennenzöpfe. Naja. Zwei Zöpfe. Zöpfe mit Mittelscheitel. Dicke Zöpfe. Dünne Zöpfe. Kindliche Zöpfe. Wo ist denn das kindlich? Das hier ist kindliche. Ja, was auch nicht. Spitze Hörner. Popstar-Haar. Was ist das? Welliger Zopf. Ah, welliger Zopf. Glatt. Das ist, glaube ich, doch glatt. Was hier? Vorne kurz, hinten lang. Ja, jawohl. Schön mal Fokuhila. So kurz ist es aber vorne nicht. Eigentlich stimmt das nicht. Wuschelig, mittellang. Oh, das sieht gut aus. Das gefällt mir. Ja, oder das. Oder ein Helm. Also ein Helm hatte sie. Ich hatte Fotos von ihr als Kind, wo sie so einen Schnitt hatte. So, jetzt habe ich es verraten. So, oh, guck mal. Das sieht sehr gut aus. Also das... Ja, komm, ich nehme wuschelig und mittellang. So, dann hätten wir... Also als Haarfarbe ist das eigentlich schon ziemlich in Ordnung. So, merke ich gerade. Das ist ja nichts. Was gibt's noch? Feines Lila. Blaubeer, Flieder, Traube. Was ist denn das alles? Silber, Schlagsahne, Scholle. Ja, geil, eine Scholle. Ein gutes Schälchen. Ah. Oh, rot. Ja, rot. Pass auf, mir gefällt lila. Meine Freundin hat keine lila Haare, sondern eher Kaki, granatapfelfarbene Haare. Aber... Ja, manchmal muss man sich die Realität ein bisschen zurechtbiegen. So, was haben wir denn? Augen hat sie. Da bin ich mir relativ sicher. Nee. So ist doch okay, oder? Wieso sind denn da noch so Dinger oben dran? Die hat doch schon Augenbrauen, oder sehe ich da was falsch? Ich merke schon, das ist ja Wahnsinn. Muntere Augen, unschuldige Augen. Ja, das. Mhm. Das ist sie, wenn sie wieder irgendwas Dummes vorhat. So. Knopfaugen, verblüfft ab. Irgendwie. Okay, ich mache Augen nach. Schläfrige Augen. Ich kann keine schläfrigen Augen. Übermüdete Augen. Da hätte er mich einfach nur vorgestern sehen sollen. Coole Augen. Boshafte Augen. Tückische Augen. Keine Ahnung, wie machen wir? Kecke Augen. Neugierige Augen. Wimpern unten. Ja, sorry, das hat nichts mit den Augen zu tun. Kleine Augen. Klimpernde Augen. Charmante Augen. Was ist eklig. Okay, lass mal. Verständnisvolle Augen. Ja, verzähl du Nummer. Geschlossene Augen. Krieg ich hin? Elegante Augen.
Schlüpflieder. Kriege ich nicht hin. Ruhige Augen. Verschmitzte Augen. Kantige Augen. Doppelwimpern. Also ich sehe 3, aber okay. Strahlende Augen. Ich habe gerade einfach nur an meine Freundin gedacht und schon. Oh je. Zum Glück ist sie nicht hier. Wahrscheinlich sitzt sie jetzt gerade. Die ist bei ihrer Schwiegermutter. Oder sitzt sie gerade und dann so. Was ist denn jetzt los? Mich juckt's überall. Der macht doch wieder was Dummes. Der denkt doch wieder irgendwas Dummes an mich. So, Punktaugen. Wo sind denn das Punkte? Freche Augen. Hat man das nicht schon? Weiche Augen. So. Wo waren wir denn jetzt? Alberne Augen? Wo ist denn das? Ich wollte eigentlich sagen, dass mir die gefallen. Jetzt sind das alberne Augen. Ja, dann sind es halt alberne Augen. So. So. Verkleinern, vergrößern, absenken, nähern, entfernen. Nee, alles in Ordnung. Auf geht's. Augenbrauen? Ja, hat sie. Nase. Stupsnase. Manganase. Gerade Nase. Pünktchennase. Oh. Runde Nase. Jesus. Spitze Nase. Punktnase. Tiernase. Stupfnase. Dreiecksnase. Oh, das sieht aus wie in Animal Crossing. Zinken. Nee, mit dem Zinken will ich nicht rumrennen. Schraubnase. Mummelnase. Ich meine, Mummelnase. Kolben. Ja, da ist ein Zinken und da ist ein Kolben. Holla, das ist mal ein Gesichtsärger hier. Quadratnase. Knollnase. Rote mandelförmige Nase. Mandelförmige Nase. Achso, die ist einfach nur nicht rot. Rote Knollennase. Forstkindnase. Aha. Knufflingsnase. Also eigentlich gefällt mir das da. Das ist so, weißt du, wenn einer hingeht und sagt, komm du mal mit. Ja, nee, wir nehmen die Stupsnase und gut ist. Kriege ich Ärger. Mund, Atze, passt. Ohren, sieht man eh nicht, mir egal. Besonderheiten. Oh ja, Realitätsanpassung, pass auf. Rosa Wangen, ja, sie hat rosa Wangen, hat sie, aber also, meine Freundin ist schon wunderhübsch, ne? Und sie ist schon richtig lecker, aber es gibt da einen Makel, den sie hat, beziehungsweise nicht hat. Sie hat keine Sommersprossen. Weißt du, jetzt ist er halt nur noch eine 10 von 10. Für die 11 von 10 reicht's, das gibt ganz bösen Abwertung. Hat die einfach, stellt euch mal das vor, hat die keine Sommersprossen. Unglaublich. Ja. Aber eigentlich gefällt mir das da besser. Sag mal, kann das gerade sein, dass ich Arale Norimaki nachbauen will? Irgendwie sieht das jetzt schon so aus. Tag! Okay, kriegen wir hin. Stimme hat sie. Na. Stimme 7 ist schon mal in Ordnung. Das wird zu quietschig. Neun ist gut. Oh, 9. Über 9 wird's. So. Das war's. Guck mal hier. Wie aus dem Gesicht geschnitten ist sie. Mit lila Haaren. Aber egal. So. Möchtest du dein Abenteuer mit diesem Aussehen beginnen? Ja. Gut, oder? Tschüss.